Who broke it? Simba broke it. I love you. Bye-bye. Good morning, Germany. Was geht ab? Ready to suck today's dick, wie man so schön sagt. Time to suck today's dick. That's what I'm talking about. That's right. Erstmal Garage zumachen, bevor wir irgendwelche Dicks sacken. Hallo, wer? Was geht? Fährst du oder kommst du? Oder gehst du? Du warst schon. Maschine. Eine. Tschüss. Kurz mit Fabi nochmal geschnackt. Auch irgendwie Daily Routine. Morgens erstmal Fabi Hi sagen. Und jetzt können wir Richtung Aria. Games crushen, Leute. Heute dicke Plus-Session. Das habe ich euch jetzt fast in jedem Vlog gesagt. Und am Ende haben wir doch mal verloren. So Leute, ab zum Poker Room. Trotz Downswing, kleiner Downswing, mega motiviert heute. Ich habe mega Bock. Hab auch nicht so gut geschlafen. Ich habe gestern Abend noch meinen Vlog fertig geschnitten und es hat bis 2 Uhr nachts gedauert. Und heute können wir erstmal bis ja, knapp 5 Uhr grinden. Dann weiß ich nicht genau, ob ich noch genug Power habe, um online zu spielen. Wir starten einen neuen Tisch, Leute. 2,5, no limit. Let's go. 400. Gehen, Leute. Sind auf jeden Fall ein paar $100 plus. Habe am Anfang direkt wieder einmal Two-Pair gefloppt und gegen Flush verloren. Dann fängt man an irgendwie nachzudenken, oh scheiße, es geht direkt so weiter. Ständig gehen irgendwie die Hände kaputt und so. Aber ja, das hatte ich nur für eine Sekunde und habe dann direkt A-Game-Mode eingeschaltet und Full Focus. Und ich muss sagen, heute fühlt es sich an, als würde man Bonbons von einem Kleinkind klauen. Obwohl wir nur ein paar $100 plus sind. Game fühlt sich also ziemlich gut. Ich weiß genau, was abgeht am Tisch. Ein paar Hero Calls gemacht, ein paar Hero Folds gemacht. Da war einmal in einer Hand call ich Pre-Flop im Big Blind mit König Bube. Flop kommt König hoch, also König 10 noch was. Ich check calle $25. Turn geht check check, ist irgendeine Blank. Und River kommt Bube, also ich habe Top 2. Ich check, er bettet $75. Und ich sag zu dem Ass Dame, ha? Und hab kurz getankt, also ich wollte eigentlich callen, ist eigentlich easy call. Aber ich weiß halt, was er hat. Er hat auch direkt gelacht, also so von der Art her, also es war einfach klar für mich, dass er Ass Dame hatte. Und ich habe einfach gefoldet. Und er dreht Ass Dame um und ist ein Typ aus England. Ziemlich lustig, noch ein bisschen mit denen gequatscht und so. Also deswegen hat er die Karten auch umgedreht. Und dann habe ich einmal Hero Call gemacht mit Pocket 6ern. Ist die Straddlerin, sie ist ein Whale, glaube ich. Die Race auf 30 Pre-Flop. Ich call die 30 mit 6er. Flop kommt 5 hoch, sie C-bettet 30 nochmal. Call die 30, Turn kommt eine 7, sie bettet 40 und ich sag noch zu ihr, oh, wird immer teurer, oder? Von 30 jetzt auf 40 und ihre Reaktion war halt auch wieder Tell. River kommt irgendeine Blank und sie bettet $75. Ich call mit den 6er. River kommt eine 8 oder 9, irgendwie sowas. Sie bettet 75 und die hat Dame, Bube oder so gehabt. Also die 6er waren da auch gut. Ja, bis jetzt läuft die Session eigentlich ganz rund. Haben auf jeden Fall noch ein paar Stunden Zeit. Paar Whales auch am Start. Keine Locals, kein Regular. Alle weg schon. Und müsste eigentlich eine gute Session werden. Session mit einem Plus von $1.235 beendet. Wir haben jetzt 5 Uhr. Ich weiß nicht genau, wie viele Stunden wir gespielt haben, aber ich würde schätzen 6. Ja, fast 6. Heute overall A-Game auf jeden Fall gespielt, würde ich sagen. Mega fokussiert gewesen. Gute Entscheidungen getroffen, gute Bluffs durchgezogen, gute Hero Calls gemacht, gute Hero Folds gemacht. Ich habe einmal mit Nut Flush irgendwie Ass 4
Early Position geopen raced und Turn Flush gemacht. In der Hand 300 gewonnen und Buben habe ich einmal Preflop gedreibettet, Small Run gegen Button, C-Bet Flop und Turn und gewinne das Ding da auch. Das war auch ein schöner Pot. Und ja, eigentlich ist hat alles wunderbar geklappt heute. So, wir müssen jetzt erstmal zur Tanke. Ich hoffe, wir schaffen es da noch hin, denn ich bin ziemlich auf Reserve. Und dann, wenn der Perser auf hat, dann nochmal persisch Essen abholen gleich. Zu Hause jetzt erstmal wieder den Elfen neu verstecken, damit die Kids den suchen können. Und ich habe mega Hunger. And where is the ice? Oh, I forgot. Mommy, ice glasses. Leute, ist was voll Komisches passiert. Ich habe mich um 7:30 Uhr mit den Kids hingelegt, also 19:30 Uhr. Bin dann voll weggepennt mit denen, hab bis 1:30 nachts geschlafen und konnte dann nicht mehr einschlafen. Also habe ich mich in mein Büro gesetzt, habe angefangen meinen Vlog zu schneiden und dann Online-Poker. Habe Cash Game und Turniermarathon gespielt, aber leider down. In den Turniere habe ich nur 3-4 gespielt. Und da ist leider nichts passiert. Und in Cash Game sind wir 4 Stacks down. Da habe ich einmal einen 200 Big Blind Pot verloren mit Ass König. In einem 4-Bet Pot Preflop kommt Ass 5 noch was. Und Turn kommt noch eine 5 und mein Gegner hat Ass 5. Die Hand habe ich vielleicht ein bisschen überspielt. Ich hätte Flop gar nicht erst betten sollen. Ich hätte locker hinterher checken können. Habe aber 33% Flop gebettet und Turn geht halt alles rein. Gebt ihm dann niemals die 5 oder Ass 5. War irgendwie ein ekliger Spot. Aber ich habe mir den Graphen zukommen lassen, den zeige ich euch beim nächsten Mal. Wir sind ziemlich break-even, was Cash Game angeht. Ist aber nicht so schlimm, denn ich bekomme richtig gutes Cash Rakeback. Selbst wenn wir break-even sind, printen wir immer noch Geld. So Leute, bevor ich meinen Vlog jetzt beende, jetzt nochmal ein Giveaway, Poker Bankroll Tracker. Pro Jahresabo. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einmal hier unter diesem Video euer Usernamen kommentieren und ja, wir werden den Gewinner im nächsten Video dann bekannt geben. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, Leute. Vielen Dank fürs Liken, Kommentieren und nicht vergessen, abonnieren.